Haut 21. Sonntag am Joreskreis begräßen sich aus der Kathedral, mir war vun heit Sondesmass. Et singt de Frakoer vun der Metrise vun der Kathedral, Dirigent ass den Marc Dostert, Organist de Joey Lahos. Wir sangen Ufang, Gott ruft sein Volk zusammen, Magnificat 641. Messbrev vum de Liebe, Alleluia, Magnificat 531, O Salutaris Hostia vum Bertolucci, an als Chant final Glorreiche Königin, Magnificat 879. Den Organist spielt als Sorti Dialog vum Louis Marchand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Leif Leid hier an der Kathedral, alle alle Gur, die da über Medien mit uns verbunden sind. Den Herrgott invitiert uns aus sein Tisch, ob das Fest von seinem Reich, wie ob eine Hochzeit. Dafür so wir ihm merci. Durch die Jesus schenkt ihr uns sein Wort an sein Brot. Präparieren wir eis. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wird der Herr der Heerscharen auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen und den feinsten fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen, und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen, und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde. Denn der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Wort des lebendigen Gottes. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um.
Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkt er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht auffällig? Die schönen und die traurigen Momente vom Leben sind mit engem Irrsinn verbunden. Alles dafür geht viel. Denken wir an Geburtstag, Hochzeiten oder auch Kommunionen. Es muss mal kein opulent Mahlsicht sein, an der Not gehen noch Brüderchen durch mit etwas drauf. Und noch Trauer ist mit engem Irrsinn verbunden. Denk mal an Begräbnisessen no engem Leichendienst, die berühmt Ham a Fritten an Salat. Och hei verbindt diesen Leid, als sie erinnern sich dabei an ihre Verstorbenen, erzählen sich das an die Anekdoten aus ihrem Leben, vielleicht lachen sie auch ein bisschen. Da diesen hilft, so manches zu überbrücken, an den Alltag zurückzufahren. Erste Stift Gemeinschaft. Oder schließt davon aus, holt nemmen die Gelegenheiten, wo der gär angeluden gewirrt, da war nicht weit. Das spielt in sich ausgeschlossen, exklü. Sie hätten die wenigstens können rufen, denken wir dann. Normalerweise setzen wir uns ja auch nimmen und einen Tisch mit denen, die uns wichtig sind, an uns nachstehen. Es wird ungewöhnlich, freiwillig mit unsympathischen Nerven sehen, oder den eigenen Feinden zusammen zu essen. Wie schon mal eng Sitzordnung für feierlich Essen erstellt wird, weißt du von ein Lied zu singen. Den versteht sich nicht mit diesem, den einer verdreht den anderen schlecht. Da gibt es da ganz Strategiespieler, wie vermeiden kann, neben denen zu sitzen, die einem eben nicht so leihen. Des Gedanken sollen helfen, die heutige Lesung aus dem Buch Jesaja zu verstehen. Da geht jetzt von einem grandiosen Gala-Diner, einem riesigen Festbanquet Berg Zion. Gott werde groß Essen veranstalten mit den feinsten, analysensten Delikatessen an den edelsten Weihnachten. Es geht dem Prophet darum, Zeit den Zeit zu schildern, wo Glück und Fried werden perfekt sind. Dafür das ganz aussagekräftig Bild. An all Völker sind auf die Banke invitiert, werden friedlich Gäste und demselbigen Tisch sind. Durch das Essen, was Gott organisiert, entsteht eine neue, übergreifende Gemeinschaft. Weil wir mit den Öst feiert nicht gleichzeitig gegeneinander Krieg. Von den Herrgott doas, dat verdreift Hass a Gewalt. Gott schafft Frieden unter de Völker. War Gott a Mensch ob du an du sind, da sind noch Menschen ob du an du. So leifren geht Gott ob Menschen zu, aniert ze, verbindeist durch diesen mat sich an inneren Nanner. All des Punkten treffen auch ob Feier von der Mass d'Eucharistie zu, die mal lo beginn. Weil wir stehen mit dieser Feier nicht allein da. Wir sind angebett an eine weltweite Gemeinschaft von über 1 Milliarde Christen, die sich heute a grosser Zahl für die Feier vom Tod an Oberstohen vom Herr versammeln.
Das ist eine Gemeinschaft aus allen Sprachen, Völker, Rassen, Kulturen und Nationen. Und durch sein Wort als Sakrament sind wir miteinander geeint. Wir sind, balken die Sohn, ob wir wollen oder nicht, mit allen Christen verbunden, weil der Jesus eis durch sein Mahlsicht verbindet. Mit den Ersten schmilzt zusammen. Und die Kirche war ja von Anfang an katholisch, das heißt, am Wurzeln ob das ganz bezogen, an sie spannt all Völker. Aussatzweis realisiert sich an der weltweit gefeierten Eucharistie, was den Jesaja prophezeit. Feindschaft, a Friemsinn solle verschwannen, am ihr erste Madeneen a Freundschaft dich vom Herr. Des prophetisch Vision vom Birch Zion hält eiser Pflicht, anzutreten für Friedener Versöhnung, an nicht matt zu machen bei Spaltung, Hassparolen an Ausgrenzung. Den Herrgott lud an, den Herrgott das no, den Herrgott überwindt Grenzen, verbindet sich mit den Menschen. So feiert hier sie an der Einheit zu summen. Werte Jesaja für das endzeitlich erste prophezeit, gilt doch für die Eucharistiefeier elo. Sie als Viergeschmack, Avant-goût, a vier Bild, Akkont für die himmlische Mahlsicht. Wie misst man Eucharistie feiern, wie das sie wirklich so ein Viergeschmack vom Himmel gött? Und nach ein gewaltig Aussatz steht an der Lesung. Den Herr hält vor seinem Volk Tschan weg. Ich kann ihn noch ganz persönlich fragen, was das da mein Scham, mein Schuld, mein Vergoen, dat wat mich vor Gott an den Mitmenschen trennt, auf für dat ich mich schummen muss. Alles, was ich am liebsten aus mir rausrappen gebe, werde ich tags bereien und doch immer nichts machen. Und da seht ihr diesen Text, und das fand ich atemberaubend. Das alles trennt mich nicht vor Gott, das muss ich nicht selber abschaffen. Me, er nimmt die Schande hinweg. Hier hält Schande weg, ohne Vierlichtung, ohne Vierbedingung. Bei dem Evangelium lief alle gut. Kann in die Situation kaum vorstellen. Die Gäste, die invitiert sind, kommen nicht auf die Hochzeitsessen. Mit beispielloser Ignoranz, heftigem Widerwillen, ja sogar Mord und Geburt, schlugen sie die Invitation aus. Der Gastgeber ist brüskiert, arrosen, pikiert. Die Gäste löscht als geplatzt. Das Gleichnis ergibt natürlich nicht mehr einen Sinn, wenn ihn nicht dechiffriert. Wo wir im schwätzt hei de Jesus. Der Gastgeber ist den Herrgott, kein Zweifel. Die misshandelt Brut sind sein Propheten. Ob der Gäste löscht stumm dat auserwählt Volk Israel. Eng Auserwählung, die de Jesus durchaus echt geholt huet, auch für sie ënner der Würde vom Volk Gottes gelieft tun. Gleichnis lebt ob Durteil heraus, Gäste waren nicht wert, invitiert zu gehen. Weil der Wählung verlangt Mattwirke von dem, den wählt ist. Israel kann also auch seine privilegierte Relation mit Gott verspielen, wenn er nicht ob Gott als seinen Propheten lauscht hat. Da mischt hier eben eng neue Gäste löscht, der als ob für sie alle gut, Gott sicht neid Volk. Gleichnis weist ein Durbelthandele vor Gott, denen Engen dreht geriecht, die einer kriegen eng Platz bei Dich vom Kinnig zugewiesen. Invitiert all, die davon op Hochzeit, so sei Befehl. Die neue Gäste löscht können zu stehen, läng durch Gnot vom Gastgeber. Sie gött Grundlage vom neue Gottesvolk, den Ausgangspunkt für die Kirche, die Gottes Neidvolk aus alle Völker gött. Läng durch Gnot sie noch ich, sie mir ob die Hochzeit invitiert, gehören zum neue Volk Gottes. Wer aber lebt mit Christen, als mit dem Gast, der gehen muss, weil er kein Hochzeitskostüm unhat. Wer invitiert, wen dürft nicht bleiben. Bedeutet, Gnot, also bei Gott an der Gunst stehen, als nicht einfach Besitz, und nicht niemals definitiv. Das kann verloren gehen. Ohne Gnot geht zwar nicht, allein aus Gnade war dem Luther sein Spruch, mir das unpräzis. Mehr richtig als zu sagen,
wird deicht genot, dann aber auch eist matt wirken. Doren huet beim Gast gefehlt, den an der Wirtesbox op festkum an ëmgedreht gouf. Op der Gäste löscht stehen lächtlich all die, die Haut auserwählt an invitiert sinn. Auch die musse sich selber abbringen. Gedeft sinn geht net durch. Et geht net durch, kröcht zu sinn, den Numm vor Christus zu drohen. Wie immer ob der Gäste löscht steht, muss sich auch als bewährt an tauglich erweisen, vier bleiben zu können, a Platz zu holen. Gottes Genot kann durch Böse an Imkeier erneuert gehen. So will jedenfalls, dass mir matt wirken. So sinn bleiben et wert, ageluden zu sinn. Vom Herrgott invitiert sinn bezieht sich op Teire vom Wort Gottes, dat gemeinschaftlich Feiere vom Glauben am Gottesdienst, Sakramenter empfänken, an die tätig Nächsten lebt. Passen wir also op, lebt Brüder und Schwestern, für matter Genot vor Gott zu wirken. Da bleiben wir op der Gäste löscht, a gi net rausgeheit. Wir kriegen eng respektabel Platz und großen Tisch vor Gott. Net fir neicht, gedeis an der Mast zugeruf, selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. An der Fried, dat mir zum himmlischen Hochzeitsmahl invitiert sind, riecht mir als Gebet u Gott für die Menschen auf der ganzen Welt. Mir bete für als Kirche, a für allgläubig, dass mir immer mit Freude, Begeisterung und der Eucharistie teilholen, an sie wirklich als Höchstpunkt in unserem Leben erfahren. Herrgott, Herreis. Mir bete für die Regierungsmembers von allen Ländern, dass sie immer den Frieden und Gerechtigkeit sichern und Wohl von den Menschen nicht aus den Augen verlieren. Herrgott, Herreis. Wir beten für die Kinder, die am kommenden Samstag hier in der Stadt ihre erste heilige Kommunion empfangen. Gib, dass sie stets ein großes Verlangen nach der Begegnung mit Christus in der Eucharistie behalten. Herr, höre uns. Nous prions pour Vincent de Smet, ordonné prêtre en ce samedi, qu'il puisse devenir un bon serviteur fidèle et rayonner du Christ et de sa bonne nouvelle dans le monde d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Nous prions pour tous ceux qui se trouvent en grande précarité, sans travail et dans une grande peur du lendemain, qu'ils puissent trouver une solution durable à leur situation qui leur donne le courage pour l'avenir. Seigneur, écoute-nous. Wir beten für das Leben Verstorben, dass sie ewigen Hochzeitsmahl am himmlischen Reich teilholen können. Herrgott, Herreis. Gute Papa am Himmel, wir vertrauen op den groß Gutheit a Leben, dat du beist Gebiet lauscht hast. Das Gebiet von deiner ganzer Kirche, die es für und dich bringt, ob Vierspruch von der Trägstrin am Lied, durch Christus eisen Herr. Amen.
Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit. Dafür beten wir dich. Mach des Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib und zum Blut gehen von deinem Jung, unser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verrode gouf, wo den Tod op sich geholt hat, du höllt den Brot aus seinen Händen, seht den Dank gebiert, bricht Brot, regnet seine Freund, seht, holt an erst alle gut davon, dat hei aus mei Leib Getier gehen für ich. Nom Essen hölte noch de Kirlich, se drimmen Dank gebiert. Rechte Kirlich singe Frön seht, holt an drängt alle gut raus. Dat teierste Kellich mat mingem Blut. Blut vom Neien an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner für dat Sünde verziehe gehen. Macht es als mein Undenken. Geheimnis des Glaubens. So feiere mir heilige Pap d'Undenke vun degem Jung, de fir Reis gestorven an Oberstern ass, an so afremmer Dir Brot vom Liewen an de Kirlich vun der Erlesung. Wir so dir merci, weil du hör seist Beruf fir von dir ze stohen an dir ze dingen. Wir beten dich, lo seist Deelholen Leib an Blut vor Christus, dat ma eend gin durch den Heilige Geist. Denk und den Kirche durch dat Welt, a los sei volleg Fussen an der lebt, ze summen mat eisen Papst Franziskus, als Bischof Jean-Claude, mat de Geistlichen, an all denen, die am Dienst stehen vun denger Kirch. Denk un all als Brüder und Schwestern, die vun eis gange sind, an der Hoffnung, dat ze oberstehen, an nun all die Äner, die an denger Gnot gestorven sind, hol sie op bei dich an dei Licht. Pap, erbärm dich eiser all, schenk eis ewig Leben mat Maria, der Heilige Gottesmam, der Trägstrin am Lied.
dem Hellige Josef, mit den Aposteln, an all denen, die Gnot von tu bei dir, sind dort Welt besteht. Mit ihnen all, du seist dich löwen an Ehren durch dein Sohn Jesus Christus. Durch ihn amat ihm an ihm, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an ja, elo an immer an ewig. Als Kanner vor Gott beten wir zu unserem Papa am Himmel, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erd. Geweis haut eis dich Brot, verzeih eis als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Feier eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen. Jo, Herrgott, mach eis frei vom Besen, a Gefrieden an eiser Zeit. An dinger Gutheit hölf eis, dat mir frei bleibe von all Sünd, an de festen Halt fannen an de Gefore vom Leben. So werden wir voll Hoffnung ob dat ewig Glück, wa Christus den Erleser rümkend an Herrlichkeit. Weil dein das Reich an Urcht an Herrlichkeit für immer an ewig. Herr Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesot, de Frieden lossen ich, mei Frieden ginn ich. Du verbiete mir dich. Guck nicht dabei Sünden, mir ob de Glav von deiner Kirch. A Gefühl, wie dein Willen as Einheit a Frieden. Dem Herrgott sei Frieden, sief mir dich all.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in der heiligen Opferfeier nährst du deine Gläubigen mit dem Leib und dem Blut deines Sohnes.
Gib uns durch dieses Sakrament auch Anteil am göttlichen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert an der Kathedral. Auch den nächsten Sonntag iwwer mat Mass aus der Kathedral, und zwar als feierlich Aufschlussmass von der Semaine Marial an am Kader vom Bistumsjubiläum. Und dat 10:30 op sämtliche Kanäle, op DOC, RTL 2 an Internet 10:30. Dir all aus Städter Land seid herzlich invitiert und den verschiedenen Manifestationen von der Marianischer Pilgerwoche an der Kathedral teilzuholen oder auch Livestream. Das Programm dazu kathol.lu. Ich lo ein gut Woche, und damit schalten wir zurück an den Studio.
Tschüss.